Ja, ja. Bist du sicher? Ja. Ist es scharf? Hat es Ton? Ja. Gut, geht dann auch lang. Also, soll ich noch klatschen? Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch zu einem neuen Video. Gefühlt jeder ist momentan in den Ferien, entweder in Thailand oder in Japan. Und darum verfrachten wir uns jetzt kulinarisch Richtung Japan und ich mache heute zum ersten Mal ein Tonkatsu-Curry. Das ist ein frittiertes Poulet mit einem speziellen Curry. Und das machen wir heute, damit wir einfach dem Fernweh ein bisschen aus dem Weg gehen können. Und als allererstes brauchen wir für das Tonkatsu-Curry Reis. Und das ist am einfachsten zu machen, weil ich nehme einfach ganz einfach Jasminreis und gehe den in den Reiskocher rein. Dann können wir das schon mal gesorgt geben. Und dann geht es ans Komplizierte. Das Reisverhältnis für einen Reis zu machen im Reiskocher ist relativ einfach. Du nimmst eine Tasse Reis und dann machst du einfach 1,5 Mal Wasser rein. That's it. Und Salz nicht vergessen, bitte. Als nächstes machen wir das Curry. Und für das brauchen wir relativ wenig Zutaten. Ein bisschen Herdöpfel, ein bisschen Rüebli, ein bisschen Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch. Und die hier, Currypaste, bekommt ihr im Asia-Shop über. Man kann es sicher auch online bestellen. Wir haben es jetzt bei uns im Asia-Shop vom Vertrauen gefunden. Aber jetzt als erstes muss ich das Gemüse rösten und schneiden. Als erstes müssen wir für die Curry Sauce, Zwiebeln und Knoblauch andünsten. Dann gebe ich Rüebli und Herdöpfel dazu und tue das etwa so 2-3 Minuten mitdünsten. Wenn das angedünstet ist, alles mit Hühnerbrühe ablöschen. Ein bisschen Honig dazugeben. Ja. Ganz wenig Sojasauce. Aufkochen. Und jetzt kommt eigentlich das, was die ganze Sache japanisch macht, nämlich die Golden Curry Paste. Und jetzt brauchen wir genau 4 von diesen Teilers hier. Es sieht aus wie am Muster seine Antibiotika-Tablette, die er momentan muss fressen, nur nicht ganz so gross. Und jetzt was? Das? Ja, ich denke, schau, wie es aussieht. Es sieht so aus. Du musst dich auch mit reinschneiden. Wie schmeckt es? Nach wie ganz feinem indischem Curry. Einfach nach Curry, einfach geil. Jetzt kommt das da rein. Und wird einfach auch vermischt, bis es eine Sauce gibt. Und dann ist das im Fall... Das ist es gewesen. Das ist einfach geil fertig gefrassen. Es geht einfach zack! Und jetzt eben im Internet, das habe ich noch gesehen, ich bin natürlich ein bisschen forschen. Es gibt solche, die die Sauce dann noch pürieren und dann ist es so ein Püree. Aber ich persönlich finde es eben geil, wenn es noch so ein bisschen Gemüsestück drin hat. Ich glaube, ich könnte mir sagen, das ist auch Hanses Handy, oder? Es ist hure geil, aber einfach ein Problem, weil ich noch nie in Japan war und noch nie so ein Tonkatsu-Ding gegessen habe. Ich weiß nicht, ob es authentisch ist, weil es könnte von mir aus gesehen als indisches Gericht sein. No front! Ich sage es euch, wie es ist. Jetzt kommen wir zum Poulet und das müssen wir zuerst mal ordentlich bretschen, dass es einigermaßen überall gleich dick ist. Es ist Sonntag, meine Kinder! Und jetzt brauchen wir eine Panierstrasse und sogenanntes Panko-Mehl. Und das Mehl bekommt ihr beim Asia-Geschäft, aber mittlerweile auch bei den Grossverteilern, Migros und so weiter bekommt ihr selber. Das Panko-Mehl ist einfach so ein bisschen grober als einfach das normale Paniermehl. Das normale Paniermehl ist wirklich so fludrig und das ist richtig schön braid und macht alles richtig schön knusprig. Zuerst mehlen, dann durch das Ei ziehen und zum Schluss in das Panko-Mehl rein. Schön überall, dass überall drauf ist. So. Ja. Jetzt ist gut. Mhm. So, das wird schön frittiert. Die 2 frittierten wunderbaren Stücke kann man jetzt noch ein bisschen offen, weil ich gerne wirklich sicher sein will, dass das Poulet auch gut durch ist.
Und währenddessen machen wir jetzt noch das Curry fertig. Von der Konsistenz her sieht es von mir aus gesehen 1A aus. Wenn ich dann mit dem Reis dazu, also aufschmecken, tut es echt fantastisch. So, jetzt geht es ans Anrichten. Ich habe mich hier für so ein Blättchen entschieden. Mit Reis drauf, die Sauce drauf und dann mit dem Steak oben drüber. Das kann noch gut kommen. Aber wir brauchen Hilfe beim Anrichten. Und ich bin wirklich schlecht im Anrichten. Und wir sind ein Stream-Team. Zum Glück ist der Stefan hier. Ich kann es nämlich auch noch anschauen und nicht noch essen. Perfekt. Probieren! Das war jetzt eine hure fixe Sache. So, jetzt. Ich probiere jetzt, dass ich von allem verwirrt, aber ich muss vor allem vom Schnitzel auf dem Curry. Zack. Rein mit dem. So. Ja, Reis ist halt Reis. Warte, ich kann es vielleicht ein bisschen... So. Jetzt. Ist das vom Ende, wo Also, Panko, einfach geil, mit dem Poulet, schön saftig. Dann, die Currypaste, sie ist ein bisschen bouillonlastig, aber ich bin wahrscheinlich schon durch eine relativ kräftige Bouillon gemacht. Also seid vorsichtig, aber es ist wirklich schön würzig. Und dann mit dem Reis zusammen auch ein bisschen neutralisiert, Herdöpfel. Das finde ich noch geil in einem Curry, wenn ich ehrlich bin, weil ihr wisst, ich und Herdöpfel, wir sind gar keine Brathans, wir finden uns gar nicht gut, aber da innen finde ich es jetzt wirklich noch nice. Perfekt, auch von der Konsistenz her richtig gut. Also, wenn ihr mal an so eine Currypaste herlauft, könnt ihr euch wirklich geben. Und ich kann mir noch vorstellen, dass es relativ nicht so gemüsig ist, können das auch Kinder relativ geil finden, die nicht so gerne Gemüse haben. Von dem her, try it out. Ich kann es empfehlen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid auf Japan verschlagen worden. Wahrscheinlich nicht. Aber habt euch gut unterhalten mit mir und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.